Hallo ihr liebe Leid. Hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am. Uff, pelzig. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht mit den Knetköp. So, der nächste Knetkopf ist hier. Und nur Korgan und Edwin sind übrig. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal ein magisches Geschoss auf der Ulitarit. Natürlich ist es auch noch einer von der Stärkere. Und er ist gerade bei Anomen auszuzuzeln. Das geht wahrscheinlich nie so besonders lang. Ein Schnapp von seinen Tentakeln und Anomen ist weg vom Fenster. Ja, das war's. Jetzt will er sich die Wiki schnappen. Ah, er hat wieder einen Gedankenschlag gemacht. Psi-Schlag nennt sich das. Okay. Und jetzt ist er kräftig dabei, an Vikonias Hirn zu saugen. Dort hat er aber ein bisschen mehr, was er saugen kann. Korgan, sehr gut. 11.000 Erfahrungspunkte bringen die Knabe. Also es macht schon... macht schon Sinn, die zu schlachten. Und jetzt muss der arme Korgan, der null Magie begabt ist, warten. Bis die anderen wieder bei sich sind. Und dann, würde ich sagen, ist Vikonia an der Reihe, Anomen zu beleben. Und jo, das wird jetzt ein Geruckels und ein Gezappels. Weil normalerweise sind wir so bis eventuell 2 Level höher, wenn wir es mit den Freaks hier zu tun haben. Und dann sind auch unsere Rettungswürfe etwas größer. Das zählt bei Psi-Schlag, zählt das als Rettungswurf gegen Zauber. Und wer diesen Rettungswurf eben nicht besteht, der wird auf dem Boden festgefroren. Und das für ziemlich lange Zeit. Das ist ungefähr 20 Mal so lang, wie so ein Gedankenschinder braucht, um unser Leute zu töten. Ihr habt es ja selber gesehen, der Anomen, rucki war der weg, der Kerl. So, da ist er wieder. Okay, zieh dich wieder. Das wird jetzt etwas häufig so funktionieren hier. Nach dem Motto, ja, er ist tot oder sie ist tot. Zieh dich doch mal wieder Kerl oder Mädel. Mann. Also wie gesagt, mit Gedankenschinder ist nicht zu spaßen. Wenn die schon normale Gedankenschinder sind, dann sind die schon relativ hart. Aber Ulitarit, das ist natürlich nochmal Nummer heftiger, weil die Ulitarit sind sozusagen die alte Elitiden. Das sind die Wächter vom ältesten Hirn. Normalerweise bei so einer Elitiden-Siedlung hat tatsächlich ein ältesten Hirn das Sage. Das ist so ein Bottich hier von der Größe, wo dann ein gigantisches Gehirn drin schwimmt. Jo, und das ist so der Boss von so einer Elitiden-Siedlung. Und wir wollen hier schauen, wie groß diese Elitiden-Siedlung ist und was hier noch eventuell lauert. Abdel Adrian guckt sich das jetzt mal genau an. Da haben wir noch einen Ulitarit schwer verletzt und einen Gedankenschinder dem Tode nahe. Das ist sehr gut. Da bräuchte man nämlich eventuell nur einmal eine gute Ede, der hier nochmal mit dem Stab des Feuers einen Feuerball reinklatscht. Mach mal was. Machen wir Bulle. Scheiße, die haben beide Magiewiderstand. Ede, probier es noch einmal. Die scheinen uns nämlich nicht noch zu stürmen. Nicht so gut. Nicht so gut. Von den Feuerbälle haben wir noch ein paar übrig. Warte mal. Jag doch mal so einfach mal in der Reihe, ohne den Stab. Und? Jawohl, das war gut. Jetzt kommen Sarah, der Ulitarit hat moralisches Versagen und rennt fort. Das nutzen wir doch gleich mal aus. Edwin, hau ihm doch mal, hau dem anderen, der noch bei Verstand ist, haut ihm doch mal ein magisches Geschoss um die Birne. Der ist nämlich dem Tode nah. Und ihr andere schlachtet den Ulitarit. Sehr schön. Den Ulitarit hat's erwischt. Der Gedankenschinder ist am Wegrennen und hier drin. Gut, das war jetzt nämlich auf gut Glück. Ich habe nämlich gehofft, dass nichts mehr da ist. Der gibt nochmal 9000. Nur Edwin ist verwundet. Perfekt. Und Vikonia ist nochmal eine Stufe gestiegen als Kleriker. Die ist jetzt Stufe 16. Perfekt. Kriegt dafür noch eine Waffefähigkeit. Diverse Rettungswürfe gehen noch ohne so aktige Zauber. Das ist gut. Ihr ETW 0 wird tatsächlich um 2 reduziert und sie kriegt einen Zauber der Stufe 1, 2, 3, 6, dann noch 2 Trefferpunkte und einen Sagenkundepunkt. Okay.
Was macht dann hier Sinn? Kriegshammer, das kann ich nicht erhöhen. Streitkolben kann ich nicht erhöhen. Ja, Flegel wäre eventuell noch was. Einhänderkampfstil geht nicht mehr. Schleuder geht nicht mehr. Dann machen wir doch bei ihr. Was kann sie dann? Sie kann Schleuder, sie kann Streitkolben. Kriegshammer. Ja, dann machen wir doch mal Kampfstil mit 2 Waffen. Probieren wir doch jetzt einfach mal was ganz Verrücktes und geben ihr 2 Waffen. Also sobald ich nochmal eine gute zweite Waffe für sie habe, würde ich sagen, wir versuchen einfach mal was ganz Verrücktes und lassen Vikonia mit 2 Waffen kämpfen. Okay, ihr geht jetzt mal etwas zur Seite. Ich hoffe, das bringt was. Damit Abdel Adrian hier nochmal den letzten Bereich auskundschaften kann. Und da lauert nämlich was ganz besonders Uriges und Tolles auf uns. Und zwar, was haben wir dann hier? Ach du liebe Zeit, Igidigit. Hier haben wir Schinder der Gedanken, ein Ulitarit, ein Alhon. Ach du Scheiße, noch ein Gedankenschinder, noch ein Gedankenschinder und ein Ulitarit. Also insgesamt 3 Gedankenschinder, 2 Ulitarit und ein Alhon. Und dazu noch 2 Erdkolosse. Super geil. Was ist ein Alhon? Ein Alhon ist etwas, was eigentlich, oder Alhun ist eigentlich etwas, was bei der Gedankenschinder überhaupt nicht gern gesehen wird. Das ist ein Gedankenschinder-Leichnam, könnte man sagen. Also ein Gedankenschinder, die sind ja eher auf Psi spezialisiert. Nochmal einen kurzen Schluck Wasser. Ja, die sind eher auf Psi spezialisiert. Das heißt, das sind Kinetiker. Und Psi-Kraft und Magie ist was ganz Unterschiedliches. Machen wir Heiligtum frei. Ja, das ist eben was Unterschiedliches. Und bei der Gedankenschinder ist Magie eigentlich verpönt. Magie ist was für schwache Kreaturen, die nicht von Natur aus so stark und so mächtig sind. Und das ist eher Hilfsmittel. Und dann gibt es die Alhun. Das sind meistens Ulitarit, die eben den Weg der Magie einschlagen. Und dann zusätzlich zu ihren Psi-Kräfte halt auch noch magische Kräfte gewinnen. Und dann sind die auch noch am Verrotte, weil die sich halt auch unsterblich gemacht haben, wie das ein Leichnam macht. Das heißt, die beherrschen Magie auf hochgradigem Level, sind dann auch noch Psi-Spezialisten und somit extremst übel und extrem stark. Okay, jetzt speichern wir hier nochmal auf jeden Fall, weil das wird ein ziemlich harter Kampf. Ihr habt ja schon gesehen, was das für ein Geraffel ist. Haben wir noch eine Todeswolke, die wir hier reinschicken könnten? Nee, die haben wir nicht. Natürlich nicht. Na gut, dann müssen wir halt mit Feuerbälle arbeiten. Edwin, Zauber. Edwin, fetzt noch einer hinterher. Und hopp, 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 hopp. Gut, sehr schön. Anomen, mach doch mal die der zu, sei so lieb. So, mach doch mal die der zu. Okay, was haben wir? Edwin ist glücklicherweise kein besonders guter Gewinn, den sie hier gemacht haben. Ach, scheiße, die der kann man auch nicht zumachen, um auszusperren. Abdel Adrian macht die der zu. Gut. Okay. Was haben wir dann A-Gericht? Der ist glücklicherweise zu blöd, um die Tür aufzumachen hier. Okay. Edwin hat 17 und 13 Schadenspunkte gemacht. Das ist gut. Ein Psi-Schlag, der nicht funktioniert hat. Verwirrung hat nicht funktioniert. Hat er beides gepackt. Paranormale Beherrschung, das hat wiederum geklappt. Nochmal Feuerball. Erdkoloss, Erdkoloss. Scheiße, und die Gedankenschinder haben Magiewiderstand. Oh yeses, das wird was Übles. Das wird was ganz, ganz Übles hier. Ja, Meister, was darf ich jetzt für euch tun? Gut, wir speichern hier trotzdem nochmal ab und schicken nochmal Abdel Adrian rein, der unsichtbar agiert. Was lauert dann hier? Hier ist ein Gedankenschinder, der unverletzt ist, und ein Ulitarit, der unverletzt ist. Na, großartig. Okay. Lock den Typ A. Lock diesen Scheißer mal A. Oh, fuck. Okay. Mach die Scheiß der zu. Und der nuckelt jetzt an Edwin. Also, alle auf dieses Mistvieh. Gott, Corgi hat ihn erledigt. Und jetzt der Erdkoloss. Heidewitzka, der da war was auskalt hier, der Erdkoloss.
Heil doch mal dein Abil. So. Und du? Bitte ach noch. Also hier greife ich bestimmt nicht im Schweinsgalopp an. Hier mache ich bestimmt nicht den Fehler, einfach reinzustürmen. Sondern hier muss ich definitiv taktieren. Hier muss ich die wie in einem Schleuseverfahren immer einzeln so gut wie möglich reinlocken. So, während er noch verwundet ist, gucke ich gerade mal, was Abdel Adrian so an Schade gemacht hat. Die dumm. Abdel Adrian attackiert Gedankenschinder. Verursacht 5 Schadenspunkte bei Gedankenschinder. Na, großartig. Ach du Scheiße. Und der Gedankenschinder ist auch noch immun gegen die Feuerschade von Korgans Waffe. Na, großartig. Also das sind echt ziemlich üble Kreaturen. Ich glaube, ich muss das nämlich betonen. Der Kampf hier spricht für sich. Ach du Scheiße. Ulitarit, Gedankenschinder und Gedankenschinder. Der Alhon ist glücklicherweise noch nicht dabei. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ja? Edwin, sei doch mal so gut und jag doch mal hier einen Feuerball hier. Okay, der Erdkoloss kommt auch gekackt. Oder versucht es zumindest. Also schicken wir noch einen Feuerball hinterher. Gut, Erdkoloss ist tot. Noch einer geopfert. Ansonsten Stab der Todeswolke hämmern in ihm. Wir haben hier nur noch einen Klerikerstab, der Stab des Himmels. Der bringt uns aber nichts, weil der Flammenschlag nur als Zauber wirkt. Flächendeckend hätten wir noch anzubieten. Ein Kältekegel. Ein Kugelblitz, den können wir leider nicht in die Prärie reinschießen. Da brauche ich einer speziell zum Avisieren. Abdel Adrian, sei doch mal so gut und versucht doch mal diesen eine Ulitarit hier Art zu locken. Und ich hoffe, der kommt alle. Ich hoffe, er kommt alle. Anomen macht die Scheiß der zu und attackiert diesen Mistkerl. Oh oh, Viconia ist betäubt, okay. Abdel Adrian nimmt doch wieder die göttliche Rage und der versucht jetzt zu dem Opfer zu gehen, was er betäubt hat. Okay, er hat noch Edwin auf seiner Seite, aber er ist tot. Hervorragend. Das bringt ihm also nichts mehr. Viconia ist jetzt halt noch... Nein, Korgan, lass den Zauberer in Ruhe. So. Der kann ruhig Viconia attackieren. Viconia ist temporär auf 11 Intelligenzpunkte. Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Nach wenn er jetzt ein bisschen Schade noch macht, Herrgott, dann macht er das halt. Ich will jetzt einfach mal ausprobieren, ob Magie Bannen hier einfach funktioniert. Bevor er unser Viconia noch abschlachtet. Ne, Magie Bannen bringt hier einen Scheißdreck. Okay. Edwin, jetzt kannst du schon mal die Viconia in Ruhe lassen, Kerl. Ja, auf unseren Kleriker hier abzuschlachten. Gut. Ansonsten kann er nix, aber do auf einmal. Ich meine, er ist der Schlechteste mit Level 13. Viconia Level 16, er 17, Korgan 15 und hier 17. Also, Edwin ist bei weitem der Schwächste. Und hier macht er auf einmal Schade ohne Ende. Zum Glück hat es das nicht mitkriegt. Also rollenspieltechnisch müssten wir echt sagen, dass Viconia ihm jetzt eigentlich an die Krake geht. Von wegen, du dummer Hund. Warum hast du mich hier attackiert? Ich bring dich um. Okay. Hoffen wir, dass der Blitz nochmal einschlägt. Hier sind Gedankenschinder und Gedankenschinder. Okay, das sind die Schwächere. So, jetzt sind wir zurück, dass ich nur eine auf dem Schirm habe. Ah, scheiße, das geht denn. Die gibt's... Ah, ne, die gibt's nicht nur im Doppelpack. Gut, komm her. Komm her, du Widerling. Versuch dein Glück. Das hat nicht geklappt. Corgi, mach sofort die der zu. Und hallo, mein Freund. Das hat ja perfekt funktioniert. Solange zum Schluss nur noch der Alhon übrig bleibt oder Alhun übrig bleibt, ist alles wunderbar. So, hoffen wir, dass das jetzt noch einmal funktioniert. Dass es jetzt noch ein letztes Mal funktioniert. Für den Gedankenschinder. 7 Schadenspunkte hat er gemacht. Abdel Adrian ist nicht in einer Betäubung gefallen. Sehr schön, nochmal 6 Schadenspunkte gemacht. Und gib ihm noch einmal. Oh, scheiße.
Wer kommt A? Der Ulitarit kommt A. Ich werde eurer Stärke folgen. Corgi, mach schnell die Gär zu. Und Abdel Adrian wird schon genuckelt. Er hat nur noch 9 Intelligenz. Okay, der schickt seinen Psi-Schlag. Geh mal abseits zum Schuss, dass du nicht gecrunched wirst, mein Freund. Ja. Okay, Anomen hat's erwischt. Anomen ist wieder unter der Kontrolle. Das bringt was. Ihr geht jetzt mal alle dort hier. Anomen hat auch gerade Edwin verlangsamt. Macht dies. Oh. Das hat jetzt natürlich nichts mehr gebraucht. Weiter geht der wilde Ritt. Und Korgan ist auch verlangsamt. Na toll. Lass der Korgan in Ruhe. So. Meine Der Fresse. Sieg wird unser sein. Ihr wisst das. Okay, jetzt bleiben nur noch ein Ulitarit und ein Alhun übrig. Das ist echt nicht so leicht. Sagt mir, Aber was ich denke, zu das tun kriegen ist. wir gebacken. Ich kümmere mich drum. Wir müssen jetzt noch warten, bis dieser Effekt vom Flegel der Zeitalter noch lässt. Ja, sehr schön. Im Moment. Sehr schön. So ist er wieder. Gut, jetzt darfst du wieder rein. Die besten Anführer können auch Befehle befolgen. Und jetzt machen wir dasselbe noch einmal. Nur schicken wir das mal Korgan vor. Ja, da ist er. Oh oh, an Korgan wird schon kräftig genuckelt. Kurz und schmerzhaft. Und macht ihn fertig. Macht ihn fertig. Ja, auf einmal mag ja rumzusaugen mit einer ekligen Tentakel. Sehr schön. Abdel Adrian hat ihn nämlich auch betäubt. Das geht auch andersrum, mein lieber Ulitarit. Jetzt hat Korgan eine Intelligenz von und Edwin hat eine Intelligenz von alles klar, die sind alle beide ziemlich hirnlos gerade. Ach du Scheiße. Intelligenz von 2, eine Intelligenz von 3. Das war echt kurz vor Tod. Glücklicherweise geht diese Attributscharte weg und man muss eine teilweise Genesung drauf wirken, dass es weggeht. Boah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt warten wir nur noch, bis die sich wieder beruhigten. Und hier haben wir ja schon so einen schönen Leicheberg von Gedankenschinder. Da liegen die 2 tote Erdkolosse. Perfekt, also die Elitide, die wären hier definitiv nicht Überleber. Das ist in Kleinformat Elitide-Siedlung, die wir später noch erweitert kriegen im Spielverlauf. Später haben wir etwas, was wirklich so ganzikart ist. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Also mit Gedankenschinder kriegen wir es definitiv noch einmal zu tun. So viel kann ich versprechen. Bin dabei. So, jetzt speichern wir doch noch einmal das Ganze. Um zu gucken, ob der Alhun von allem was mitkriegt hat oder nicht. Sagt mir, was zu tun, wenn es denn sein muss. Ich werde Weil eine Elitide-Siedlung in Mitte von Adkatla, das kann ich echt nicht lassen. Das ist so heftig. Okay. Was wollt Gut. ihr, Oberweltler? Ihr stürmt Ich warte. und der Mistkerl wird von hinten gemeuchelt jetzt. Gute Ach was. Das habe ich ja noch nie gehabt. 6-facher Schaden durch hinterhältigen Angriff. Abdel Adrian verursacht 73 Schadenspunkte bei Alhun und Alhun stirbt. 9000 Erfahrungspunkte bringt er nur. Und er hat die Hobgoblin-Sprechzeile Rede werden. gehabt. Dieses Vorwärtsmarsch. Weil Elitide haben ja normalerweise immer nur diese Geräusche, diese Geräusche. Und der hat jetzt tatsächlich auch Sprache mit dabei gehabt. Okay, der gibt tatsächlich weniger als ein Ulitarit. Muss entsprechend wohl schwächer gewesen sein. Nämlich jetzt mal einfach so steil A. Hier haben wir einen Stab. Nachricht der Elitiden. Diese Notiz ist in verschiedenen Sprachen geschrieben. Einige davon sind so fremdartig, dass man Kopfschmerzen kriegt, wenn man sie nur mustert. Ein kleiner Abschnitt ist in der Handelssprache gehalten. Die Basis ist etabliert und die Infiltration geht weiter. Der Verborgene sammelt seine Anhänger und bald werden wir die Gehirne aller... Die Nachricht geht in einer fremdartigen Sprache weiter. Die Elitiden haben zweifellos finstere Pläne, typisch für ihre Rasse. Eure Anwesenheit hier hat vermutlich ihre Pläne gestört. Definitiv. Interessant auch wieder der Verborgene. Wenn man Jan Jansen in der Gruppe hat, dann kriegt man auch den Verborgenen mit. Das ist tatsächlich ein Gedankenschinder, den man in der Abwasserkanäle treffen kann, aber unterhalb von der Kupferkrone in den Abwasserkanäle. Da kann man den Verborgene finden und der ist ein Gedankenschinder wahrscheinlich aus dieser Kolonie hier. Gut, hier haben wir noch was. Das sollten wir zuerst identifizieren. Das ist nämlich geil. Hammer der Blitze +3. Ein Zwergenschmied namens Silberklinge hat sowohl diesen Hammer als auch 2 andere mächtige magische Gegenstände angefertigt. Ein Gürtel der Riesenstärke.
Das ist sogar Frostriesenstärke, das finden wir auch im späteren Verlauf. Und Oger-Krafthandschuhe, die besitzen wir bereits. Er wollte sie seinem Sohn zum Geschenk machen, der zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Offizier in der Zwergenarmee war und gegen die Riesen- und Ogerstämme in der Gegend kämpfte. Dummerweise starb Silberklinges Sohn kurz nachdem die Gegenstände fertiggestellt waren. Der Vater kam nicht mehr dazu, sie seinem Sohn zu überreichen. In tiefer Trauer legte er die Handschuhe und den Gürtel an, schnappte sich den Hammer und zog gegen die Riesen in den Kampf. Er starb den Tod eines Helden. Für sich allein ist der Hammer der Blitze schon ein mächtiger magischer Gegenstand, wird er jedoch mit den Ogerkrafthandschuhen und dem Gürtel der Frost-Riesenstärke vereint, durchläuft er eine Verwandlung. Diese Verwandlung muss durch ein entsprechendes magisches Ritual unterstützt werden. Nachdem die Verwandlung abgeschlossen ist, verursacht der Hammer zusätzlich plus 8 Schadenspunkte und ist in der Lage, Riesen und Oger mit einem Schlag niederzustrecken. ETW 0-3, 2W4 plus 3 ist eine Wuchtwaffe und ein Kriegshammer. Perfekt. Das kriegt jetzt Viconia. Sie kriegt als erste Hand diesen Hammer. Und für die zweite Hand, okay, da müssen wir die Schleuder kurz weg. Und für die zweite Hand kriegt sie, okay, das ist halt -5, wäre es sonst gewesen. Schade drum, so halt -4. Etwas schlechter, aber sie kann jetzt mit 2 Waffen attackieren. Das ist auch nicht schlecht. Und die Oger-Krafthandschuhe Hämmer. Da gibt es auch einen Gürtel der also Frostriesenstärke und das gepaart mit dieser Schriftrolle Cromfair und dann kriegen wir den legendären Cromfair-Hammer. Und den wird später Korgan schwingen. So viel kann ich zumindest mal versichern. Ich hoffe, das bringt was. Weil Korgan als Krieger hat auch einfach die nötigen Skillpunkte. Der wird dann später genauso viel Skillpunkte drin haben wie mit der Axt. Das heißt, der kann mit diesem Hammer der Blitze umgehen, als wäre es seine Armverlängerung. Und der wütet dann durch die Reihe von solchen Kreaturen, als wären sie aus Stroh gemacht. Also da haben wir definitiv viel Spaß. Ihr seht, wenn ihr den legendären Cromfair-Hammer haben wollt, müsst ihr auf jeden Fall in dieses Illithiden-Versteck runtergehen. Es ist hart, es ist richtig übler Scheiß, sich durch all diese Biester hier zu prügeln, aber wie ihr seht, es lohnt sich. Allein schon der Hammer der Blitze ist es wert, weil der schon eine +3 Waffe ist. Und das ist bei Hämmer bei Baldur's Gate, bei Kriegshämmer schon äußerst selten, um einen Kriegshammer +3 zu haben. Also alle, die in Kriegshämmer geskillt haben, kommen hier definitiv auf ihr Kosten. Das macht dann insgesamt 8 + 3 Schadenspunkte. Also im besten Fall macht es 11 Schadenspunkte. Zusätzlich dann noch der Stärkemodifikator drauf. Und wenn Viconia tatsächlich einen Stärkemodifikator, Moment... Sie hat 18er Stärke durch die Ogerkrafthandschuhe. Das heißt, Viconia hat an sich dann wahrscheinlich einen +5er Bonus drauf. Da müsste sie Maximum 16 Schadenspunkte reißen können mit ihrer Waffe. Das ist schon nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir tatsächlich alles in Athkatla erreicht, was wir erreichen können. Ist schon geschehen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt in die Slums. Wäre vielleicht klüger gewesen, hier rauszugehen. Na egal. Jetzt gehen wir in die Slums und geben Galen Bale sein Honorar und können dann so ins 3. Kapitel übergehen und können uns dann der richtige Hauptstory wieder widmen und können uns so wieder am Plot widmen, bevor wir dann, ja, ich überlege gerade, nee, es gibt eigentlich nichts außerhalb vom Plot mehr. Ab jetzt müsste eigentlich nur noch Plot kommen. Ich habe soweit alles, was optional ist, gemacht. Und ab jetzt können wir uns nur noch auf den Plot stürzen. Alles Optionale ist erledigt, in und außerhalb von Athkatla. Jede Quest, die wir machen können, ist gemacht. Und jetzt geht nur noch die Handlung. Dafür müssen wir erstmal hier ihn bezahlen, damit wir unsere Schattendiebe anschließen können. Beziehungsweise, dass die für uns arbeiten. Und dann müssen wir noch ein bisschen was für die Schattendiebe erledigen. Ja, aber ich will nicht zu sehr vorgreifen. Für die Leute von euch, die das Spiel noch nicht kennen, wird es auf jeden Fall noch lustig. So, ich mag aber auch noch mal ganz kurz hoch und so checken, ob wir bei dem Hehler alles haben, was wir da kaufen konnten. Und ob Abdel Adrian hier auch nochmal alle Falle geknackt hat, die möglich sind. Ich bin mir da nämlich nicht mehr so ganz sicher, ob ich hier alles geknackt habe, was möglich war. Ja, das geht. Okay.
Okay, perfekt. Ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Gut, hast du noch irgendwas Besonderes gehabt, Männle? Oh, konzentrierte Heiltränke, die sind gerade sehr, sehr nötig. Danke dir. Es sieht so nicht so aus, als ob du noch irgendwas Tolles hättest. Okay, dann würde ich aber ganz gern erstmal den Stab identifizieren lassen. Identifizier das Ding, du Mistkerl. Oder halt nicht. Schade drum. Okay, Corgi kriegt auf jeden Fall einen Trank. Der braucht es als Krieger an vorderster Front auf jeden Fall. Anomen, ja, Anomen sollte etwas mehr haben als Vikonia. So, das Ding identifizieren wir uns aber auch noch. Stab der Überraschungen. Nur Zocker wagen es, diesen Stab in einem Kampf einzusetzen. Die Resultate der Anwendungen sind bestenfalls überraschend und schlimmstenfalls selbstmörderisch. Der neckische Magier Malimak erschuf den Stab als Geschenk für einen Rivalen. Er war als Scherz gedacht und nicht um den Rivalen zu verletzen oder gar zu töten. Die Reaktion des Rivalen ist unbekannt, aber Malimak ist kurz darauf umgezogen. Man sollte den Stab mit äußerster Vorsicht oder besser gar nicht einsetzen. Besondere Fähigkeiten: Jedes Mal, wenn der Stab verwendet wird, tritt eine zufällige Auswirkung ein. Okay, das klingt doch eigentlich ganz lustig. Das geht an Edwin. Und dann machen wir mal diesen magischen Geschossestab raus, der ist Quatsch. Und die Nachricht der Elitiden kommt in unseren Dokumente-Ordner. Okay, dann haben wir das alles soweit erledigt. Und wackeln erstmal hier runter. Und jetzt kriegst du dein Geld, mein lieber Freund. Und zwar kriegst du 15.000 Joma Hotzo. Das ist so Pille-Palle. Das sind jo Peanuts für uns mittlerweile. Bitteschön. Hey, ich helfe euch gern, wenn es möglich ist. Alle Achtung, ihr seid schon über 15.000 und brauchen nicht mehr weiterzumachen, mein Herr, hen ihr Herz, hen im Herzen Stoßgeber. Und wenn auch mit noch 15.000 zufrieden seid. Das ist, wie ich finde, ein fairer Preis. Ja, dann ist hier das Geld. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ihr werdet mit dem Schattenmeister Aran Linweil sprechen. Ja, der Schattenmeister Aran Linweil, das ist der Overgoscha hier in Athkatla von der Schattendieber. Hier ist ein Schlüssel zum Schattenmeister. So noch der Geheimder im Erdgeschoss von der Gilde der Schattendieber. Das ist ein orange-rotes Backsteingebäude im Hafen westlich vom Eingangsbereich. Ja, weiß ich doch, ich gehör doch zu noch. Denken dran, es ist im Nordwesten im Hafenviertel. Ach, wenn sich unwahrscheinlich anhört, die Schattendiebe werden sich als das geringste von alle Übler erweisen, den ihr da begegnen. Noch mehr Diebe. Habt ihr Adrian, welche im Lauf unserer Zusammenarbeit noch öfter in so Machenschaften verwickelt wäre? Ich hoffe sehr, dass dem nicht so ist, da das alles hier im meine Geduld auf die Probe stellt. Halt die Gosh, du Gesicht. Endlich, der Schattenmeister. Jetzt begegnen wir wahrer Macht, Abdeladrian. Am besten zügelt ihr also jetzt euer Temperament. Halt die Gosh. Verbündete sind teuer in der Stadt des Geldes. Aber ihr seid sicher, eine weise Investition getätigt zu haben. Über Galen Bale habt ihr euch die Unterstützung von Aran Linweil gesichert, dem Schattenmeister von Athkatla. So anrüchig das auch klingen mag, ihr habt kaum eine andere Wahl. Denn schon spürt ihr den mächtigen Einfluss derer, die eure Suche nach Irenicus nach Kräften sabotieren wollen. Ja, das ist halt es. Deswegen genießen wir jetzt noch mal kurz die Filmsequenz. Das Mädchen, das Sie gerade reingebracht haben. Hübsches Ding, oder? Das wäre doch ein gutes Ziel für ein paar Verzauberungsübungen. Geht. Moment. Was war das für ein Geräusch? Hier, ihr zwei! Der neue Gefangene! Er ist entkommen! Was? Wann? Wo ist er? Er ist in den unteren... Bei den Göttern, nein! Er kommt! Man kann mich nicht in einen Kelch sperren. Man kann mich nicht beherrschen. Erkennt dies, wenn ihr sterbt, ihr ewig kläglichen Narren! Stein zu Fleisch und er jagt noch was hinterher. Zack. Jetzt sind sie alle drei tot. Hallo. Ihr und ich haben einiges miteinander vor. Was habt ihr vor? Keine Sorge. Das ist nicht schlimmer als das, was ich eurem Freund antun werde. Na, großartig. Also wir erinnern uns aus Kapitel 2, dass die zur Zauberfeste gebracht worden sind, wegen ihrem Verstoß. Ne? Und hihi. Ja, jetzt sieht es so aus, als ob die Irenicus hier die Lade übernimmt. Jetzt gucken wir doch gerade mal, was die so gemacht haben.
Verhüllter Vollstrecker, das sind übrigens die richtig harte Brocke. Verhüllte Magier, die normale, das sind ja Pille-Palle-Magier, die geben vielleicht 600 Erfahrungspunkte. Aber so ein verhüllter Vollstrecker, der dürfte mittlerweile so 9000 Erfahrungspunkte geben. Die sind nicht ohne die Jungs. Ja, der hat verbesserte Schutzmantel gewirkt. Auf den Ende hat er Auflösung gewirkt. Oh, Zauberschild, an und verkehrt. Geschützt durch Zauberschild, Finger des Todes, das hat ihn gekillt. Verhüllter Vollstrecker verursacht sogar einen Schadenspunkt bei John Irenicus, nicht schlecht. Dann hat er Fleisch zu Stein gewirkt und ja, Versteinerung. Dann war er tot und der Rest war nur Effekt. Ich gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Ja, Edwin. Freude und so. Das hast du doch gar nicht. Das ist für dich ja nur ein Wort. Das kennst du doch gar nicht. Freude. So, jetzt würde ich sagen, wir sammeln uns jetzt hier. Und ich mache an der Stelle dann meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig, wo wir dann in das Hafenviertel gehen werden und dann zu der Schattendiebe gehen, um den Schattenmeister Aran Linweil zu treffen. Also machen's gut und bis morgen dann, Ayan Yankee.